11 Minuten ab der 7. Freitag, DRS3 am Morgen. Und man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass am nächsten Sonntag sich wieder ganz Haufen geschrieben steht in den Sonntagszeitungen zu den neuesten Entwicklungen in der Causa Mörgeli. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ja, vor einer Woche hat ja der Fall eine dramatische Wendung genommen. Die Universität Zürich hat darüber informiert, dass der Christoph Mörgeli seine Stelle als Leiter vom Medizinhistorischen Institut Zürich verliere. Herr Mörgeli, guten Morgen. Guten Morgen, Doriani. Sehr hart, wenn man nach so vielen Jahren als Staatsangestellter einfach so rausgestellt wird. Wie geht's euch? Ich bin sehr traurig. Wissen Sie? Weil mein grösster Wunsch wäre es gewesen, mich in diesem Museum begraben zu lassen. Vergraben unter dem Staub und den anderen Exponaten. Verstehen Sie? Ja, dafür habe ich jetzt endlich wieder Zeit, um noch intensiver gegen die Staatsangestellten und gegen Arbeitslose zu politisieren. Jetzt weht ein rauer Wind, gell Sie? Mörgeli jetzt also vermutlich der Arbeitslos, wobei der Fall ist ja noch nicht gegessen. Er ist jetzt in den Hängen von den Anwälten und auch Medien recherchieren über die ganze Wahrheit. Ist da alles richtig gelaufen? Hat der Mörgeli sein Museum wirklich schlampig geführt oder ist das eine Kampagne? Weltwochenchef Roger Köppel, was sagen eure neuesten Recherchen? Klar ist, ein Staatsangestellter ist ein Arbeitsloser mit einem Job und umgekehrt. Um was geht's? Recherchen von der Weltwoche haben ergeben, dass der Christoph Mörgeli seine Ausstellungsobjekte gar nicht vernachlässigt hat. Tatsache ist die, alle Leichen im Museum sind schon tot gewesen, wo sie im Museum angekommen sind. Gut, dass so ein prominenter Politiker einfach so gekündigt wird und das noch so halb öffentlich, das ist jetzt schon selten. Und das verleitet natürlich Kreti und Pleti zu einem Kommentar. Auch im Bundeshaus oder Session. Ja. Der grüne Nationalrat Bastien, Moment schnell. Giro, jetzt. Ja, endlich. Ja, zuerst vielleicht etwas zu meiner eigenen Person. Im Gegensatz zum Christoph Mörgeli mache ich meinen Job bei der Uni hervorragend. Ich habe richtige Haare und ein feuerrotes Gespuse, das keiner Burnout hat. Und egal, ob man politisch pro oder contra Mörgeli ist, viele Stimmen sagen ja, so entlässt man niemand. Fußballtrainer Christian Gross, sehr solidarisch. Ist hart, sehr hart ohne Job. Wenn einer den Mörgeli versteht, dann bin das ich. Aber jetzt, wo sein Platz als Museumstrainer frei geworden ist, rechne ich mir gute Chancen aus, dass ich sein Nachfolger werde. Wann genau, das weiss ich noch nicht. Müssen wir schauen. Immerhin haben wir schon mal die gleiche Frisur und die beiden Wasserleichen bauen jetzt auf Verteidiger auf. Und damit sie ein bisschen gesünder aussehen, stecke ich ins Solarium wie die Gigi. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Stimmen, die sicher sind, mal, die Kündigung ist völlig korrekt. Ständerat Felix Gutzwiller hat handfeste Beweise. Ja, absolut. Als Präventivmediziner kann ich bestätigen, dass der Christoph Mörgeli ganz schlechte Arbeit gemacht hat. All seine Ausstellungsobjekte sind tot. Ich habe sie sogar probiert zu wiederbeleben. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Gibt's zum Hören oder Schauen immer online, drs3.ch. Guten Morgen am Freitag.